alle zusammen, da ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mal mit der XPR 50. Ihr seht hier nicht mal eine ganze Halbzeit auf Jemen. Nachher ist die Verbindung irgendwie unterbrochen, keine Ahnung, hat die Musik gerührt. Zum Glück habe ich das Gameplay noch aufgenommen, es ist nicht allzu schlecht. Ich habe zwar noch einen Secondary dabei gemacht mit der, aber ich glaube nur etwa 1 oder maximal 2 Kills. Es ist ein bisschen defensiver gespielt. Ihr werdet jetzt gerade von 2 Clips kommen, wo also der eine hier auf dem Flugplatz, da, keine Ahnung, ich kann mir die Maps so schlecht merken, Black Ops 2, sorry. Der ist eher ein bisschen aggressiv, der andere, hoffentlich hat der Mr. Gino gespeichert, weil das ist ein schöner Triple Collateral. Aber das bringt nichts, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Wenn ihr gesehen habt, wisst ihr von was sie reden. Kommen wir zu den Waffen, das ist doch... Um das geht es ja eigentlich. Also der XPR ist die letzte Sniper, die man bekommt. Zwar Level 52. Und also ziemlich spät dementsprechend. Es ist ein semi-automatischer Sniper. Was mir nicht sympathisch ist, das habe ich schon bei der SVU erwähnt. Ich habe das einfach nicht so gern. Sie verleitet viel zum Spammen, obwohl die hat einen ziemlich harten Rückstoß. Steht zwar in der Beschreibung moderat. Ich finde eher viel eigentlich. Also mit 2 Schüssen verzieht man das schon recht. Aber es ist grundsätzlich eigentlich eine angenehme Waffe. Es ist von der Brust aufwärts tödlich, heisst auf jeden Fall. Ich persönlich finde, sie gibt mir wirklich viel weniger Hitmarker. Jetzt zum Beispiel der Kill, ich weiss nicht, das war eher genau Brust gewesen. Aber ich weiss nicht, ob ich da mit der Ballista hätte mir einen Hitmarker gut vorstellen können. Da ist der Pistolenkill. Ja. Mit der Ballista hätte ich wahrscheinlich eher einen Hitmarker bekommen. Das schätze ich jetzt einmal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Die Aufsätze habe ich hier gerade Laser und, ich glaube es ist nur Laser, oder? Also Extended Max ist es nicht, kommen wir doch gerade zu dem. Extended Max hat man 11 Schüsse am Anfang, gesamthaft 44. Und im normalen oder im Fast Mag hat man 8 Schüsse und 32 gesamthaft meine ich natürlich. Also es ist ein Unterschied von 12 Kills, ja, schön wär's. 12 Schüsse. Ich finde ehrlich gesagt 32 lange theoretisch, also wenn jemand, klar, ein krasser Feeder ist und wirklich 11 Schüsse braucht, damit er auch 11 kann wegholen oder so, dann vielleicht eher Extended Max. Ich finde, wenn denn überhaupt Fast Max braucht es aber eigentlich auch nicht, also ja, ich meine 8 Schüsse sind eigentlich recht viel. Und sonst die Waffe ist eigentlich der Sniper, den ich am wenigsten gebraucht habe. Ein riesen Fail. Nochmal ein riesen Fail. Leck ist das traurig. Eben wie gesagt, ich bin kein Sniper. Es macht mir zwar brutal Spass, amigs, wieder mal einen Sniper vorzunehmen. Aber ja, ich kann es einfach nicht. Ja, die Sniper habe ich wirklich am wenigsten gebraucht eigentlich von allen. Klar, drückt dich einfach ab, wäre genau im Vaterkreuz gewesen, aber Jesus Gott. Ich kann fast nicht zuschauen. Ja, eben, die habe ich wirklich am wenigsten gebraucht eigentlich. Ein grosser Punkt ist wahrscheinlich wirklich, weil man sie halt relativ spät bekommt. Und ja, eben, semi-automatisch mag ich nicht so. Aber ich würde sagen, es ist sicher ein guter Sniper. Also, wenn man DSR nimmt, die ist einfach die stärkste. Ballista ist für mich das angenehmste Feeling. Sie erinnert mich sehr an die MSR von Modern Warfare 3. Die SVU meiner Meinung nach nicht wirklich. Ja, es ist halt ein SVU-Gang. Sonst, also, ich würde sagen, etwa die drittliebste Waffe. Also Sniper. Und schöner Triple von meinem Heli. Wenn ich Sniper nehme ich eigentlich gerne so ein bisschen Unterstützung mit, so Konterdrohnen, Gegner nerven, ein riesen Fail da, Dragscope funktioniert nicht. Und dann je nachdem halt noch wirklich ein Killstreak, der auch Kills macht, oder, was ich auch sehr gerne dabei habe, ist ein Orbi. Aber ja, das Gameplay neigt sich, glaube ich, langsam am Ende zu, sollten uns da irgendwann mal aus dem Fenster rausbumpen. Und wollen ansichern und dann passiert auch immer passiert. Von irgendjemandem kommt wieder rein, ich war vorher drin und tschüss. Ja, jetzt verlässt der Host gerade das Spiel, darum verlasse ich euch jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.